riesiges Mitgefühl, ja. Aber ihr kommt zurecht, aber wir hatten so einen gemeinsamen Song, meine Ex-Frau nicht, und den wieder zu hören, das hat schon wehgetan. You're my heart, you're my soul. Also wenn ich das richtig überlegt, hat er schon immer wehgetan. Aber wir verstehen uns mittlerweile wieder auch richtig gut. Wir haben auch 2 gemeinsame Kinder. Ja. Familie finde ich toll. Bin ich richtig drin aufgegangen. Vor allem um die Hüften. Ich meine, nach so langer Zeit weißt du natürlich auch, wie der andere tickt. Auch sexuell. Und er kann sagen, wir hatten nach 17 Jahren den Höhepunkt sexuelle Übereinstimmung erreicht. Wir hatten gleichzeitig Migräne. Schön ist so eine Trennung natürlich nicht. Kriegst du keinen Zettel irgendwie, willst du einen Beschluss machen? Ja, nein, vielleicht. Aber ist es positiv? Wir sind ja immer noch als Eltern ein Team, ja. Und das ist ja das Gute, ja. Ich meine, eine Frau hast du nur so lange verheiratet bist, die Ex-Frau dann fürs ganze Leben. Manchmal ist es einfach ein bisschen anders, wenn man alleine lebt. Zum Beispiel, wenn einem was runterfällt. Es liegt dann da. Und ich hebe es dann ganz alleine auf, ja, ohne dass mich jemand darauf hinweist. Meistens lasse es liegen, ja. So dreckig mein Boden. Es kam ein Kumpel rein und meinte, das hellste Gewehrteppich. Ich habe überhaupt keinen Teppich. Ja, jetzt mal ehrlich, Teppichboden finde ich total unhygienisch. Viele finden auch klebrigen Küchenboden eklig. Ich sehe so, man spart die Stoppersocken. Aber man lässt mich einfach aufs Laminat fallen und macht einen Staubengel. Viel Möbel habe ich nicht, aber ich habe das Ledersofa. So ein richtig geiles, schwarzes Männersofa aus Leder. Und ich weiß nicht, das Gefühl, als ich da zum ersten Mal draufgesessen bin, ja, und mir so der nackte Arsch festgeklebt ist. Während dem Fernsehen schickt meine Hand immer so in die Sofaritze, ja. Ey, was ich da alles finde, ja. Knöpfe, Socken, Kleingeld, ja. Ich dachte immer, der Begriff Couch Potato sind Typen, die viel auf dem Sofa rumlungern, ja, bis mir da mal eine Kartoffel reingefallen ist. Aber ich habe es rechtzeitig bemerkt, als dieser Busch rausgewachsen ist. Heute Morgen unter der Dusche wieder so eine Situation, wie ihr es ja alle kennt, man steht da so komplett eingeseift, so und merkt so, oh, beide Handtücher sind in der Wäsche. Man trocknet sich mit der Badematte ab. Ich trockne meine Handtücher immer so ganz klassisch, so analog, bei mir in der Waschküche, und da hängt immer das Zeug aus der Studenten-WG, also von den Typen, das Sportzeug und von den Mädels. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich schon, zum Glück wird hier im Haus kein Perverser. Was würde der machen? Ja, so kleine Botschaften hinterlassen und die zieht ihn dann so an. Und im Schrittblinden Foto. Denn auszudenken, auf was für Ideen zu Typen kommen, ja. Kann euch beruhigen, das passiert bei uns nicht. Ich meine Unterhosen hängen da auch. Und da war nie was. Meine Handtücher sind so kratzig und ich habe jetzt so eine sensible Haut. Und ich habe jetzt da so einen Tipp bekommen. Weichspüler. Und meine Haut ist direkt viel weicher geworden und riecht auch viel besser. Ja. Ich meine, okay, es dauert eine Weile, bis es am ganzen Körper eingezogen ist. Ja. Meine Jungs sagen immer, oh bitte Papa, du isst nach WC-Ente. Und ich sage, nee, das ist Aprilfrische. Ja, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich habe jetzt auch nicht den perfekten Waschbrettbauch, aber braucht man den unbedingt? Ich habe nur deshalb ein paar Kilo mehr drauf, weil ich möchte, dass sich Frauen bei mir so richtig dünn fühlen.
wie tot. Und ich tue auch was dafür, ja. Vorher wird eine Tafel Schokolade weggedrückt, als wäre sie Brot. Die komplette Tafel wie Brot. Und da habe ich mir vorgenommen, nach 18 Uhr esse ich überhaupt kein Brot. Ich meine, eine halbe Tafel wäre noch okay gewesen, aber Milka Kuhfleck hat im Gegensatz zu den anderen Milka-Sorten nicht 6, sondern nur 5 Riegel. Die Tafel hat gar keine Mitte. Und ich esse erstmal nur 2 Riegel, ja, so weniger als die Hälfte. Klar, denke aber dann so, der Riegel in der Mitte, der gehört doch zu dem Stück, was ich schon gegessen habe. Esse ich dann auch noch, ja. Und dann bleibt ja ein Stück übrig. Ey, es ist nicht mal die Hälfte. Aufgeschissen, ja. Esse ich dann auch noch und dann gucke auf die Verpackung und dann steht da, wieder verschließbar. Es gibt Clips zum Wiederverschließen von Chipstüten. Clips zum Wiederverschließen von Chipstüten. Ich mache die Tüte auf. Ende. Ist schon ein bisschen zugenommen. Ich habe mir jetzt einen Waage gekauft. Bevor ich mich aber draufstelle, wollte ich erst noch ein bisschen abnehmen. Leute, die sich einfach so auf eine Waage stellen, ja, mit Kleidern und Schuhen. Ey, was geht denn bei euch ab? Ich wiege mich immer morgens, ja, noch nichts gegessen und getrunken, ja, aber schon auf dem Klo gewesen, nachts. Ja. Neulich dachte ich hätte abgenommen, aber dabei lag noch mein Penis auf dem Waschbettenrand. Laufen macht ja auch keinen Spaß. Ich meine, haben die Leute mal ins Gesicht geguckt? Sehen die glücklich aus? Ich meine, wer war mal eine Stunde laufen und hat dann so gedacht, so, okay, das war jetzt eine Stunde, 2 Stunden machen sicherlich doppelt so viel Spaß. Es passiert nicht, ja. Aber ich habe so einen Kumpel, der macht so lange Läufe. Der sagt so Sachen wie, der Lauf beginnt, wenn man das Laufen vergisst. Ey, um das Laufen zu vergessen, kann ich ja auf dem Sofa liegen. Ich mache eher so lange, gemütliche Spaziergänge, so zum Dönerbiss. Und wenn es aussieht, als würde es regnen, nehme ich das Auto, ja. Ich meine, was koche ich denn für mich schon? Nudeln. Und ich meine gar nicht zum Beispiel Nudeln, sondern Nudeln. Machen dann lecker mit Pesto, weil es so schnell geht und praktisch ist, ja, und ich würde dabei nicht so erbärmlich vorkommen wie mit Ketchup. Oder ich bestelle mir gleich was, liefert ja jeder irgendwie, der Chinese, der Italiener, der Inder, und das sagt sogar meine Oma, ist okay. Hauptsache der Russe steht nicht wieder vor der Tür. Ganz früher musst du dein Essen noch jagen irgendwie, du warst fit, jetzt sitzt du so faul und fett auf dem Sofa, bestellst dir eine Pizza so, oh, und dann klingelt der an der Tür. Und du denkst so, oh. Ich muss jetzt aufstehen. Die Tür ist nur angelehnt, bring's rein. Dann macht die jetzt einen Zweitschlüssel nach. So Anfang 20 habe ich noch richtig viel gekocht, so richtig Aufwand betrieben, so alle Herdplatten belegt, Schürzchen oben, ja. Schön dekoriert, Kerzen, Servietten, Gemüse. Aber mal ehrlich, warum betreibt man den Aufwand, ja? Hm? Du hast keine Ahnung? Ist leider zu weit weg, so hier. Bro, Fisten. Über so ein Thema will ich keine Witze machen. Ein Kumpel von mir hat damals seine Uhr verloren. Man kocht für die Frau, man kocht für die
Sex, ja. Knick, knack, ja. Aber ich habe gerade auch gar niemanden zum Kochen. Nach Trennung muss Beziehungen auch wieder langsam angehen, behutsam. Ich habe jetzt erstmal eine Topfpflanze, so ein Fikus, ein ganz zartes Pflänzchen. Nennen sie liebevoll meine Blume. Will erstmal nur für sie da sein. Wer ist nur der Brille? Isabel? Hallo Isabel. Mir ist schon aufgefallen, du hast die ganze Zeit in meine Richtung geschaut. Können wir was für uns kochen? Magst du Romantik? Ja, geht so, heißt eher... Viele Frauen mögen ja Bruno Mars. And I will catch a grenade for you. I will catch a grenade for you. Der singt, ich würde für dich eine Granate fangen. Und weiter, ich würde mich für dich vor den Zug werfen. Ich würde mir für dich eine Kugel in den Kopf schießen. Und viele Frauen denken so, das ist so romantisch. Und ich denke, ey, tu's, Alter, oder halt die Fresse. Ich meine, ist es Romantik, man muss es gar nicht tun, sondern nur sagen, egal wie unrealistisch, ich finde sowas verlogen. Einfach mal klein anfangen, ja. Ich fange eine Spinne für dich. So, ich vorsichtig mit dem Staubsauger auf und mach wieder so Schrank aus dem Fenster, ja. Mach mal klein anfangen, Ehrlichkeit ist da wichtig, ja. Ich bin da so eine ehrliche Haut. Deswegen muss ich vielleicht noch sagen, ja, mein Sofa ist in Wirklichkeit aus Kunstleder und mein Fikus ist ein Kaktus. Ja, der ist mir vertrocknet. Ja, man kann das nicht erzwingen, deswegen erzähle ich zum Schluss noch so eine kleine Geschichte von dem Date neulich. Ja. Wir waren bei mir zu Hause, saßen auf dem Sofa und ich spürte zwischen uns so ein Knistern. Bemerkte dann allerdings bei mir im Rücken diese Chips-Tüte. Und es war aber doch irgendwie so, keiner wollte alleine nach Hause gehen und wir blieben dann noch bei mir und hatten Höflichkeitssex. Und bin dann aber morgens so aufgewacht, so und hab dann gemerkt, ja, da wird ein Bär draus. Und hatte diesen kurzen Moment, diesen ganz kurzen Moment, wo ich gedacht habe, schleiche ich mich jetzt aus der Wohnung? Das ist echt mies und ich dachte, ich kann das nicht bringen, ja. Ich meine, das ist meine Wohnung. Und ich wollte kein schlechtes Gefühl geben, deswegen habe ich hier noch Frühstück gemacht, so einen Kaffee, einen kleinen Kaiserschmarrn, ja. Und wollte, dass er nicht denkt, dass es mir nur um Sex ging. Und deswegen habe ich ihr dann, als sie ging, den Müllbeutel mitgegeben. Und sie schaut so den Müllbeutel an und schaut mich an, schaut den Müllbeutel an und meint so, der Joghurtbecher gehört aber in den gelben Sack. Es war fast wie eine richtige Beziehung. Dankeschön!